Good morning. Guten Morgen. Oh, you can be seated. Such an honor Ihr to dürft be euch here. setzen. So eine Ehre, da zu sein. I have had the best time this weekend Ich habe dieses Wochenende so richtig genossen. being in your amazing city and your amazing country. Da in eurer genialen Stadt und Land. I told the conference when I flew in, Als ich eingeflogen bin, I saw the Swiss Alps sah ich die Schweizer Alpen. and I got a little choked up. They're so beautiful. Und mir ging meine Stimme weg, weil es einfach so wunderschön ist. So we have like the Rocky Mountains. Wir haben die Rocky Mountains, Terrible, terrible aber die sind nichts im Vergleich. compared to the Alps. Im Vergleich zu den Alpen. So if you ever come to America, Also wenn du nach USA gehst, don't waste your time with the Rockies dann vergoldet eure Zeit nicht and mit den even the Rockies. Grand Canyon, Und auch like nicht whatever. mit dem Grand Canyon oder sonst etwas. You guys are so blessed, and I'm blessed to be here. Ihr seid so gesegnet und ich bin gesegnet, da zu sein. Very grateful for Pastor Leo and Susanna, and grateful to be here today. Und ich bin so dankbar für Pastor Leo und Pastorin Susanna und dass ich einfach da sein And darf. just for their vision, Für ihre Vision, for the way that they lead this amazing church. It's awesome. für die Art, wie sie diese geniale Kirche leiten, ist einfach so genial. And do you know that you're blessed? You know that you're blessed, right? They're amazing. Let's show our Also ihr wisst ja, dass appreciation. ihr gesegnet seid, also geben wir ihnen einen Applaus. Wow. This is awesome. So genial. All right. Shall we go to the Word of God? Also wollen wir Gottes Wort lesen? All right, let's go together. Okay, gehen wir gemeinsam. Mark chapter 5. In Markus Kapitel 5, er wird es auf Englisch vorlesen, ihr dürft dann da oben mitlesen auf Deutsch. And we're going to look at verse 25 Vers 25 through 34. bis 34. And just while you're turning there, Und während ihr jetzt dorthin I do want to bring you greetings. We planted a church 5 years ago in Las Vegas. möchte ich euch noch Grüße mitbringen aus unserer Kirche, die wir vor 5 Jahren gepflanzt haben in Las Vegas. It's been awesome. We've now seen over 10,600 people come to Christ in the last 5 In years. diesen letzten 5 Jahren haben wir gesehen, wie 10.600 Menschen zu Gott To gekommen God be the sind. glory. Und wir können ihnen wirklich Ehre geben. In the last 3 months, we've baptized 250 people. In den letzten 3 Monaten haben wir Just this year so 250 far. Personen getauft, einfach bis jetzt in And diesem Jahr. so God is moving. Also Gott bewegt sich. And we're portable. We're in a high school. Also wir sind in einer Sekundarschule. So we load in and load out. Also das heißt, wir stellen alles auf und ab jede But Wochenende. on Monday, June 5th, we'll break ground on our building. Und am Montag, 5. Juni, werden wir excited dann about that. unser I'm neues excited. Land einnehmen. It's not this cool, Es ist nicht so cool wie das, but it'll do. It'll aber do. es wird genug sein. And Leo's been a huge blessing to our church. Preached for us a few years ago. He's coming back this summer. Und vor einigen Jahren ist Leo bei uns gewesen, hat uns gesegnet mit einer Predigt und jetzt kommt er in diesem Sommer nochmals. And just grateful for big brothers that have such awesome vision. Und wir sind einfach so dankbar für unsere großen Geschwister, die einfach so eine große Has Vision anyone been to haben. Vegas? Has anyone Ist been? jemand schon in Vegas gewesen? Oh, okay. I'm a little shocked for the 9:30. Ich bin ein bisschen schockiert da für die 9:30 Uhr Celebration. What do you do when you go? Do you witness to people? Is that Und why you was macht ihr, wenn ihr dorthin geht? Redet ihr über das Evangelium? share your faith? Yeah. Redet ihr über euren Preach on the Glauben? streets? Predigt auf der Straße? Okay, I won't judge. I won't judge. Ich sag da nichts dazu. Come say hi if you ever come back. Come say hi. City Light Church. I'd love to see you Aber wenn du guys. wieder kommst, dann komm in unsere Kirche, die City Light Church, und besuch All uns. right, here we go. Okay, danke. A woman in the crowd who had suffered for 12 years with constant bleeding. She had suffered a great deal with many doctors, and over the years she had spent everything she had to pay them. But she had gotten no better. In fact, she had gotten worse. But when she heard about Jesus, she came up behind him through the crowd and touched his robe. For she thought, she said to herself, if I can touch his robe, I will be healed. And immediately the bleeding stopped, and she could feel in her body that she had been healed of her terrible condition. Jesus realized at once that healing power had gone out from him. So he turned around in the crowd and asked, who touched my robe? His disciples said to him, look at this crowd pressing around you. How can you ask who touched me? But he kept on looking around to see who had done it. Then the frightened woman, trembling at the realization of what had happened to her, came and fell to her knees in front of him and told him what she had done. And he said to her, daughter, your faith has made you well.
Go in peace. Your suffering is over. Amen. Amen. I want to talk from the subject today, Und ich möchte über das Thema sprechen heute, how to receive from God. wie wir von Gott bekommen können. How to live your life in a way where you can receive from the Lord. Wie du dein Leben so leben kannst, dass du von Gott erhalten kannst. Let's pray. Let's ask God to speak to us today. Beten wir zusammen, dass Gott zu uns redet. Father, our hearts are open. Gott, unsere Herzen sind offen. Our ears are attentive to your word. Unsere Ohren sind bereit, dein Wort zu hören. And we ask, speak, Lord. Und wir sagen, sprich, Herr. Your servants are listening. Deine Diener hören zu. In Jesus' name, In Jesu Namen. amen. Amen. So for 12 years, this woman suffers. Also 12 Jahre lang leidet diese Frau. I don't know how many of us can relate with that. Ich weiß nicht, wer das nachvollziehen kann, wie das war. Some of you can relate with that. Einige vielleicht schon. Fighting an illness for 12 years. Dass du 12 Jahre lang gegen eine Gesundheit kämpfst. But even if you can't relate with her sickness, Aber auch wenn du das nicht vorstellen kannst, wie es war, I think for most of us, we can relate with fighting something for a long period of time. können die meisten von uns wirklich mit dem uns identifizieren, dass wir gegen etwas kämpfen für längere Zeit. Wanting to get better, Dass wir besser werden wollen. but she only got worse. Aber ihr ging es nur schlechter. Wanting to be healed, Wir wollen geheilt werden. spending all the money she had, Und diese Frau hat alles Geld ausgegeben, das sie hatte. but only growing worse. Aber es ging ihr nur noch schlimmer. And she really has three issues. Und sie hat 3 Themen, die ihr belasten. She's got a health issue, Sie hat ein this Gesundheitsproblem, constant bleeding that's happening in her body. dass sie immer ewig am Bluten ist. She's got a financial issue Sie hat finanzielle Probleme, because she spent all of her money. denn sie hat all ihr Geld ausgegeben. And she's got a God issue Und sie hat auch ein Gottproblem. because in her culture, Denn in ihrer Kultur if people were sick, war es so, wenn Leute they krank waren, thought that God had done it, dann dachten sie, dass Gott es getan hatte, that God was against them. dass Gott gegen sie war. So she's dealing with sickness, Also muss sie jetzt mit Krankheit kämpfen, dealing with poverty, mit Armut and dealing with shame. und auch mit Scham. And Jesus is about to change her life. Und Jesus ist kurz davor, ihr Leben zu ändern. Man, I love this Ich liebe das. because what he did for her, Denn was er für sie gemacht hat, he'll do for you. macht er auch für dich. He'll do for me. Macht er für mich. He will do for us. Er wird es für uns alle That machen. nothing is too hard for our God. Und nichts ist zu schwierig für unseren Gott. And I want to encourage you today to believe God. Und ich möchte dich heute ermutigen, dass du Gott glaubst. Whatever you're going through, Dass egal, was du durchmachst, it's bigger than you. es ist größer als du, It's not bigger than God. aber nicht größer als Gott. It's bigger than your Es finances. ist größer als deine Finanzen, It's not bigger than aber God. nicht größer als Gott. It might be greater than what the doctor can do. Es kann größer sein als das, was der Arzt machen kann, It's not greater than God. aber nicht größer als Gott. God still does miracles. Gott macht immer noch Wunder. Your team just wrote a beautiful song about that. Dein Team hat ein geniales Lied davon geschrieben. He's the God of miracles. Er ist der Gott, der And he Wunder can tut. still break into your life Und er kann immer noch in dein Leben hineinbrechen and do amazing things. und geniale Sachen machen. And I want to encourage you today to believe God. Und ich möchte dich ermutigen, dass du an Gott glaubst. Believe God again. Glaube nochmals neu Let an your ihn. faith reignite. Lass dein Glaube wieder erneuert werden. For 12 years, all she heard was bad news. 12 Jahre lang hat sie nur schlechte Nachrichten gehört. But something changed that day. Aber an diesem Tag hat etwas And sich geändert. Even if you have a 12-year track record of defeat, Und auch wenn du 12 Jahre lang nur Verluste erlebt hast, things can change. können sich Sachen ändern. So let's not bring that into this moment. Also bringen wir das Vergangenheit nicht jetzt in diesen Moment hinein. Let's believe God all over again, Glauben wir neu an Gott, right here, genau jetzt, right now. in diesem Moment. I believe God can do something Ich glaube, dass Gott in your etwas machen life, kann. In deinem in Leben, your family, in deiner for Familie, your children. für deine Kinder. And I believe that God can do a miracle. Ich glaube, Gott kann ein Wunder tun. Okay, so in order to receive from God, Also damit wir von Gott empfangen können, and I'm not just talking about in a service, I'm talking about in our life. und ich rede nicht nur jetzt in diesem Gottesdienst, sondern in unserem Leben. The way that I've tried to live now, been walking with Jesus for 25 years. Ich bin schon unterwegs mit Jesus 25 Jahre und wie ich hier mit ihm lebe. I'm 39. Ich bin 39 Jahre alt. I got saved when I was 14 Ich habe mich mit 14 bekehrt and been in full-time ministry for 20 years. und ich bin in vollzeitlicher Dienst seit 20 Jahren. I want to just show you some principles Und ich möchte euch einfach ein paar Prinzipien zeigen, that we can live by.
wonach wir leben können, so that we can get into the flow of God. damit wir in einen Fluss mit Gott kommen können. Because we don't earn anything from God. Denn bei Gott verdienen wir nichts. We don't have to twist God's arm. Wir müssen auch Gottes Arm nicht drehen. We don't have to convince God. Wir müssen auch Gott nicht überzeugen. We don't have to try. Wir müssen nicht probieren. We don't have to achieve. Wir müssen nicht etwas leisten können. But faith has a posture. Aber Glaube hat eine Haltung. Faith has a flow. Glaube hat einen Fluss. And if we can get in that flow, it's like a river. Und wenn wir da hineinkommen können, ist es so wie ein Fluss. God will do all the heavy lifting. Dann wird Gott alles Schwere tragen. And so firstly, Also erstens we have to listen up. müssen wir aufwärts hören. We have to listen up. Wir müssen aufwärts She hören. heard about Jesus. Sie hörte von Gott, Oh, I Jesus. love this. Ich liebe das. 12 years of hearing negativity. Nach 12 Jahren, nachdem sie wirklich nur Negatives gehört hat, 12 years of you're getting worse. 12 Jahre von dir wird es schlechter. 12 years of the doctor saying we've done all we can do. 12 Jahre lang hat man die Ärzte gesagt, wir haben gemacht, was wir können. Now she begins to hear something new. Und jetzt hört sie etwas Neues. She begins to hear something good. Sie hört etwas Gutes. She begins to hear something Sie fresh. hört etwas Frisches. She begins to hear a new report. Sie hört eine neue Nachricht. This is why church is so important. Und darum ist Kirche so wichtig. Whether you're in the room, Ob du da in diesem Raum you're bist online, oder online, at another campus, in irgendwo an one of the anderen Raum, micro churches, ein Microchurch. it's so important to get under the word of God. Es ist so wichtig, in Gottes Wort hineinzugehen. Because we hear something here Denn wir hören da etwas, that we don't hear on the news, das wir nicht in der Nachricht we don't hear hören, on TV, nicht am Fernsehen sehen we don't hear hören, on Instagram nicht auf Instagram sehen or social können media. oder Social Media. We get under the influence of the word where we can hear something Wir kommen unter diesen Einfluss vom Wort, wo wir etwas that can hören ignite können. faith in our heart. Und das kann Glaube in unserem Herzen She bringen. heard about Jesus. Sie hörte von Jesus Now in the Greek language im Griechischen. that this was written in, Und so war es, ist es geschrieben worden. it would be said like this. Dort stand es so. She heard the things surrounding Jesus. Sie hörte alles, was Jesus herum war. She heard the things that were around him. Alles, was ihn herum war. She began to hear good chatter. Sie hörte gute Wörter, also gute Gespräche. I'm healed. Ich bin geheilt. I'm forgiven. Ich bin vergeben. I can see. Ich kann sehen. I can walk. Ich kann laufen. My child is alive. Mein Kind ist wieder lebendig. God loves me. Gott liebt mich. God is not against me. Gott ist nicht gegen She mich. began to hear good news. Sie hörte diese guten Nachrichten. And let me just stop for a second. Und ich möchte da kurz stoppen. Christians, this is why it's important to tell your testimony. Christen, darum ist es so wichtig, dass wir unser Zeugnis erzählen. Because when you tell your story about what God's done for you, Denn wenn du deine Geschichte erzählst von dem, was Gott bei dir gemacht hat, it will ignite faith for other people. dann wird es Glaube in andere Leute auslösen. When people hear about Jesus from you, Wenn Leute von dir über Jesus hören, the same thing that happened for her will happen to them. dann wird genau das Gleiche bei ihnen passieren wie bei dieser Frau. Faith begins to ignite. Glaube fängt dann an zu entfachen And zu werden. so she hears all of these awesome Also things, sie hört alle diese geniale Sachen and the seed of faith is birthed within her. und ein Samen von Glaube bringt sie herauf. Okay, here's what Romans chapter 10 says. Und in Römer Kapitel 10 steht, Faith comes by hearing, Glaube kommt, wenn wir hören. and hearing by the word of God. Und hören durch das Wort Gottes. Okay. I know you've heard that scripture before. Ich weiß, das habt ihr schon mal gehört. So you go, yeah. Ihr sagt, ja, das kenne ich schon. Time out. Aber This is big. halt mal ein. Das ist wirklich wichtig, Großes. Faith has an avenue. Glaube hat eine Straße, einen Weg. Faith has an origin. Glaube hat einen Ursprung. Faith has a beginning point. Es hat einen Anfangspunkt. Faith has a way in which it comes into your life. Glaube hat einen bestimmten Weg, wie es in dein Leben hineinkommt. And it's not you. Und du bist es nicht. This is big. Das ist wirklich etwas Großes. Because many of us Denn viele von try to uns manufacture faith. probieren, Glaube so zusammen selber zu I'm machen. going to sing really powerfully. Ich werde jetzt ganz kraftvoll singen. Holy, holy. So richtig heilig. All my life you have been faithful. Like if I could sing it really loud, I'll have faith. Also wenn ich so richtig laut singen kann, dann werde ich Glaube haben. Faith is not a facial expression. Und Glaube ist auch kein Gesichtsausdruck.
Faith is not an octave. Es ist auch keine irgendeine Oktave. Faith is not your face looking like you're in pain. Es ist nicht auch so, wenn dein Gesicht so aussieht, wenn es dir alles wehtut. You cannot create faith. Du kannst Glaube nicht kreieren, nicht schaffen. This is why I can speak for America when I say this. Und ich kann jetzt wirklich für USA sprechen, wenn ich das sage. So many people in America So viele Leute in USA think they have faith glauben, dass sie Glaube haben, because they're sincere, denn sie sind echt, because they're emotional, weil sie Emotionen zeigen können, because they have goosebumps, weil sie Hühnerhaut bekommen, because they desire. weil sie ein Verlangen haben. That's not faith. Aber das ist nicht Glaube. Faith is born in God. Glaube ist in Gott geboren. Yeah. You can't get faith without God. Du kannst kein Glaube haben ohne Gott. A lot of people think this. Viele Leute denken so, When I get enough faith, wenn ich dann genug Glaube habe, I'm gonna start seeking God. dann werde ich anfangen, Gott zu suchen. Impossible. Aber das ist unmöglich. When I get enough faith, Wenn ich genug Glaube habe, I'm gonna start praying. dann werde ich anfangen zu When I get beten. enough faith, Wenn ich genug Glauben habe, I'm gonna ask God for some things. dann werde ich Gott nach einigen Sachen fragen. You can't get faith without God. Aber du kannst keinen Glaube haben ohne Because Gott. faith comes one way. Denn Glaube kommt auf einen Weg. Its origin is God. Ursprung Word of ist God. Gott, das Wort Gottes. So I cannot seek God without God. Also kann ich Gott nicht suchen ohne Gott. I can't receive from God without God. Ich kann nicht von Gott erhalten ohne Gott. I have to hear just like she heard. Ich muss genauso hören, wie sie gehört hat. So how does faith manifest? Also wie manifestiert sich How is Glaube? faith born? Wie ist es überhaupt geboren? How does faith begin? Und wie fängt Glaube an? Hearing Beim Zuhören. the word of God. Beim Zuhören von Gottes Wort. So faith is God given Also Glaube ist von Gott gegeben and cannot be produced apart from God. und kann nicht gemacht werden ohne Gott. This is a big deal. Und das ist etwas Großes. Because as religious people, Denn wir sind ja religiöse Personen we will try to create faith und wir werden versuchen, Glaube herzustellen, apart from God weg von Gott and then show up to God und dann vor Gott stehen with great faith mit großer Glaube, to impress God. um Gott zu beeindrucken. God can't be impressed. Aber Gott kann nicht beeindruckt werden. We can be impressed Wir können beeindruckt werden, because a part of what makes us go, wow, denn ein Teil, das dazu schafft, dass wir wow sagen, is the unknown. ist das Ungewisse. But God knows everything. Aber Gott weiß ja alles. So we don't go to God and God goes, whoa, that's amazing. Also wir gehen nicht zu Gott und Gott sagt, wow, das ist ja großartig. Hey, you've been praying really hard. Du hast so richtig You've been hart singing gebetet. really loud. Du hast so richtig laut gesungen. No. I go to God Nein, ich gehe zu Gott and I say, God, I need faith. und ich sage, Gott, ich brauche Glaube. And he says, I can give you faith Und er sagt, ich gebe es dir gerne. because I know you can't produce it, Weil ich weiß, dass du es nicht selber but I schaffen can give it kannst. to you. Aber ich kann es dir And when I geben. get in the word of God, Und wenn ich in Gottes Wort faith hineingehe, begins to be released. dann setzt sich Glaube frei. When I listen to my pastor preach, Wenn ich zuhöre, wie mein Prediger predigt, faith is released. dann wird Glaube freigesetzt. When I get in a small group, Wenn ich in meine Small Group when I gehe, get under the influence of the word, wenn ich unter diesen Einfluss vom now Wort komme, faith can be born. so kann Glaube geboren werden. And then God gets all the glory. Und dann bekommt so Gott Because alle if you Ehre. could produce faith, Denn wenn wir Glaube produzieren oder herstellen könnten, you get the credit. dann bekommst du die Ehre. And God doesn't share his glory with anyone. Und Gott teilt seine Ehre nicht mit niemandem. Okay, so here's what I'm saying. Also das ist jetzt das, was ich sagen möchte. Anything that we call faith Alles, was wir Glaube nennen, that is not founded upon the word of God das nicht basierend ist auf Gottes Wort, is not faith. ist nicht Glaube. It might be sincere. Es kann ernsthaft sein. It might be heartfelt. Es kann sogar in deinem Herz gefüllt werden. It might be intense, Es kann vielleicht so richtig kraftvoll sein, but it's not faith. aber es ist nicht Glaube. No hearing, Kein Hören, no faith. kein Glaube. She heard, Sie hörte and something in her und etwas in ihr drin leaped, ist so aufgesprungen. and faith was born. Und da In wuchs that dieser moment. Glaube in diesem Moment auf. Before she has this faith moment, Bevor sie diesen Glauben-Moment hat, because I just want to prove this a little bit more.
Ich möchte da auch noch ein bisschen tiefer hineingehen. She wanted to get better, Sie wollte besser werden oder gesund werden, but she only grew worse. aber ihr wurde es nur schlechter. I know so many Christians like that. Ich kenne so viele Christen, die das erleben. They want, Sie but they möchten, only get worse. aber es wird nur noch schlechter. They want to be free, Sie wollen frei sein, but they just get more bound. aber sie werden nur noch mehr They want to gefesselt. forgive, Sie möchten vergeben, but they can't. aber sie können nicht. The desire's there, Die Wünsche da but the faith isn't ist there. da, aber Glaube noch nicht. Because we're trying to produce it. Denn wir möchten es Without selber God. herstellen ohne Gott. So my desire is not enough. Also mein Verlangen selber ist nicht genug. If my desire was enough, Wenn mein Verlangen genug wäre, I wouldn't need Jesus. dann bräuchte ich Jesus nicht. So my desire can't be enough. Also kann mein Glaube nicht genug But when sein. I go to God Aber wenn ich zu Gott and I say, komme God, increase my faith, und ich sage, Gott, mach mein Glaube and I größer begin to hear the word und ich fange an, sein Wort and zu speak hören the word und sein Wort zu and sprechen pray the word und sein Wort zu beten and listen to the word, und sein Wort zu hören, now faith can be released. jetzt kann Glaube freigesetzt werden. It goes beyond my willpower Es geht weiter als mein Wille and it becomes God's power. und es wird Gottes Kraft. Number 2, Zweitens, I have to think right. ich muss richtig denken. I have to think right. I have to think right. Ich muss richtig denken. She thought to herself. Sie hat selber nachgedacht. And in the Greek language, she said to herself. Und im Griechischen steht, sie sagte She selbst. started a healthy self-talk. Sie hat so einen gesunden Eigengespräch geführt. Only crazy people Nur verrückte Menschen don't talk to themselves. sprechen nicht zu sich selber. We all talk to ourselves. Wir sprechen doch alle zu uns selbst. But what are you saying? Aber was sagen wir uns selbst? I'll let you know. Ich sag's dir. You're saying Was du sagst, whatever you're hearing. du sagst genau das, was du hörst. And if you're not hearing this, Und wenn du nicht das hörst, everything you say dann alles andere, was du and sagst everything you think und alles, was du denkst, is going to be negative. wird negativ sein. Just going to get worse. Es wird nur noch schlimmer I'm not werden. loved. Ich bin nicht geliebt. I'll never get better. Es wird mir nie I'll besser never gehen. break through. Ich werde nie einen Durchbruch I'll haben. never be free. Ich werde nie frei sein. I have to come under this influence. Ich muss unter den Einfluss von dem kommen. Because her thinking and her speaking Denn so wie sie dachte und wie sie sprach, were directly connected to what she just heard. waren genau mit dem verbunden, mit dem, was sie gerade gehört hatte. And so is ours. Und es ist genauso wie bei uns. We say this in America. I hope it makes sense. Also in den USA sagen wir das. Ich hoffe, es macht. You are what you eat. Du bist, was du isst. Do you guys say something like that? You know? Ja. Like, I've eaten like 100 kilos of chocolate this weekend. Also dieses Wochenende habe ich so 100 Kilo Schoki gegessen And my pants are a little tight. und meine Hosen sind ein bisschen enger geworden, Because I am what I eat. denn ich bin, was ich esse. My fingers are a little swollen. Meine Finger sind ein bisschen geschwollen, Because you are what you eat. denn du bist, was du isst. I can't have a bad diet. Ich kann keine schlechten Ernährung haben. I can't hide from a bad diet. Ich kann mich nicht verstecken vor einem schlechten Diät. It's going to show up. Es wird sich zeigen. Well, in the same way, Und genauso ist es, we are what we listen to. dass wir sind, was wir hören. And we're going to start thinking and talking Und wir sollen jetzt anfangen zu denken like und zu whatever we're hören. listening to. Also wir machen das, was wir hören, It's gonna show werden wir up. weitergeben. Es wird sich zeigen. It's going to manifest. Es wird sich manifestieren. So what food is to my body, Also was Essen ist zu meinem Körper, words are to my soul. sind Wörter für meine Seele. Wrong ingredients, Die falschen Zutaten, wrong outcome. kommt das Falsche raus. Wrong thoughts, Die falschen Gedanken, wrong outcome. kommt etwas Falsches raus. So we have a choice. Also wir können uns entscheiden, What we hear, was wir hören, what we allow in. was wir zulassen, dass es reinkommt. For many of you, Für viele von euch, you don't like what you're saying right now. ihr mögt nicht, was ihr im Moment sagt. You don't like your thought life. Ihr habt euer Gedankenleben nicht gern. But you have not challenged what's going into your ears. Aber du hast noch nicht das herausgefordert, was reinkommt. And until you stop the source Und bis du diesen Ursprung and change the trennst source, und diesen Ursprung veränderst, you're always going to have the same thoughts. dann wirst du immer gleich denken.
So she changed what she heard, Also sie hat geändert, was sie gehört and hatte, it changed what she thought. und es veränderte, was sie dachte. So now look what Jesus says about prayer. Also schauen wir mal an, was Jesus über Beten redet. Mark chapter 11, In Markus Kapitel 11, verse 22. Vers 22. So Jesus answered and said to them, have faith in God. Da sagte Jesus zu den Jüngern, habt den Glauben Gottes. So first I have to have faith. Also erstens muss ich Glaube haben, Okay, but now keep reading. aber lest weiter. For assuredly I say to you, whoever says to this mountain. Ich versichere euch, wenn ihr zu diesem Berg sagt, So I got to have faith, also ich muss Glauben haben and I got to have words that agree with my faith. und ich muss Wörter sein, die mit meinem Glauben übereinstimmen. Be removed and cast into the sea, Hebe dich in die Höhe und And wirf does- dich ins Meer and does not doubt in his heart. und es nicht zweifelt. So now we have another faith word here. Jetzt haben wir nochmals ein Glaubenswort, But believes those things aber es glaubt, that he says. das glaubt, was er auch sagt. Are you seeing this connection? Siehst du diesen Verbund? Therefore I say to you, Deshalb sage ich euch, whatever things you ask was euch immer ihr fragt, when you pray, wenn ihr betet, believe that you've received them glaubt, dass ihr es bekommen habt and you will have them. und ihr werdet es erhalten. This is the main teaching on faith that Jesus does. Das ist so ein Hauptpredigt von Jesus über Glaube. And here's his point, Und da ist sein Punkt. that what you believe Was du glaubst and what you say und was du sagst, have to agree. müssen miteinander übereinstimmen. That I have to believe correctly, Ich muss richtig glauben and then when I agree with my beliefs in my words, und dann, wenn ich zustimme mit meinem Glauben und meinen Wörtern, mountains begin to move in my life. dann können Berge in meinem Leben sich verschieben. So I'm very careful Also darum bin ich nehme ich sehr in Acht, about what I listen to, was ich zuhöre, what I believe, was ich glaube and what I say. und was ich sage. I'm talking about how to receive from God. Und es geht mir darum, wie wir von Gott erhalten können. I'm careful about what I listen to Ich passe in dem auf, was ich überhaupt because I zuhöre, know it's going to affect my faith, denn ich weiß, dass es einen Einfluss haben wird auf mein Glauben. and I know it's going to affect my speech. Und es wird einen Einfluss haben auf, wie ich spreche. And so I've got to be constantly on guard Also ich muss immer achtsam sein, because it's going to affect not only what I can receive from God, denn es wird einen Einfluss haben, nicht nur auf das, was ich von Gott empfangen kann, but how I believe God, aber wie ich Gott glaube, how I see the world, wie ich die Welt sehe, how I see people. wie ich Menschen sehe. So Jesus says you got to be very careful. Da sagt Jesus, ihr müsst wirklich aufpassen. And this is not a scripture that says you can talk yourself into faith. Und das ist nicht ein Vers, wo steht, du kannst dich in Glaube, sozusagen Glaube mit Sprechen aufbringen. I'm just going to believe. Ich werde nur glauben. Just going to speak to the mountain. Ich werde nur zum Berg reden. Oh, that's not what this is. Nein, um das geht es nicht. This is a real faith in God. Es ist eine echte Glaube an And then Jesus. my words come into agreement with it. Und dann werden meine Worte sich automatisch übereinstimmen mit dem. Thirdly, Drittens, we must bow low. wir müssen ganz tief in die Knie gehen. Okay. She said, if I could just touch Sie sagte, wenn ich nur berühren könnte, the hem of his garment, den the very edge, bottom of his garment, ganz unten, dort bei seinem Mantel. I know I could be healed. Ich weiß, dass ich dann geheilt werden kann. And we read this from the book of Mark, Und das haben wir in Markus gelesen. but Luke in Luke chapter 8 tells us some more detail. Aber Lukas in Kapitel 8 sagt ein bisschen mehr. That she got on her hands and knees Dass sie auf die Hände und Knie gegangen ist and she went through the crowd. und sie so durch diese Menschenmenge hingegangen ist. And I want you to see this picture. Und ich möchte, dass ihr euch dieses Bild vorstellt. Everyone was touched with faith. Aber nur eine Person hat es mit Glauben gemacht. Everyone was pressing on him, Alle haben so gedruckt. but only one person experienced his power. Aber nur eine Person hat seine Kraft erfahren. Peter said, Lord, everyone's touching you. Und Petrus sagte, ja, aber alle sind dich am Anfassen. But Jesus said, no, when one person touched me, Aber Jesus sagte, nur eine Person hat mich I angefasst. felt power go through me. Und dort, bei dieser Person, habe ich Kraft gespürt, aus mir And I think rauszugehen. for a lot of people that day,
Und ich glaube, für viele Menschen an diesem Tag Jesus was just a celebrity. war Jesus einfach so jemand Bekannter. They just wanted, hey, I touched him. Sie wollten einfach sagen, ja, ich habe ihn angefasst, ja. Like when you touch Justin Bieber at a concert. So wie wenn du Justin Bieber an einem Konzert I'll anfassen never wash könntest. my hand again. Ich werde meine Hand nie mehr waschen. I think a lot of people, if it was 2023, Ich glaube, wenn das 2023 wäre, they would have been taking a selfie. Hey, Jesus, wenn sie dort hätten ein Selfie gemacht. Hey Jesus, follow me on Instagram. folge mir auf Instagram. Let's get a selfie. Machen wir doch ein Selfie zusammen. That's not how you see. Woo. Come up here real quick. Come up here. Yeah. This is my guy right here. This is my friend. Das ist mein Freund. I can't receive from Jesus Ich kann nicht von Jesus empfangen, if I'm trying to get over Jesus. wenn ich über Jesus greifen möchte. Come on, Jesus. No, that's not how. So That's funktioniert es not how I nicht. receive from him. So kann ich nicht von ihm empfangen. I have to go lower Ich muss mich tiefer gehen. because the anointing of God Denn Gottes Salbung flows down, fließt abwärts, not up. nicht aufwärts. So if I go to Jesus in pride Also wenn ich mit Stolz zu Jesus and I'm gehe trying to exalt myself, und ich möchte mich selber erheben, I can't receive from him dann kann ich nicht von ihm erhalten. because his anointing only flows down. Denn seine Salbung kommt nur nach unten. It doesn't flow up to pride. Es fließt nicht hinauf zu It unserem flows down Stolz. to humility. Es fließt hinunter zu Demut. Thank you. So Psalm 133 describes this, right? Im Psalm steht das, im Psalm 133. Behold how good and pleasant it is for brethren to dwell together in unity, for it is like precious oil upon, now watch this, upon the head running down. Es ist so wie Öl, das runterfließt. Running down. The beard of Aaron running down on the edge of his garments. Also es fließt hinunter zu seinem Hals, zum Saum seiner Kleider. She had to humble herself. Sie musste sich demutigen. She had to bow low. Sie musste ganz tief nach unten I'm never biegen. going to receive from God Ich werde nie von Gott etwas erhalten können, up here. da oben. You know that Jesus is now seated on the throne? Weißt du, dass Jesus jetzt auf dem Thron sitzt? Which means if he's seated, Das heißt, wenn er dort sitzt when I go to Christ, und ich zu Christus when I komme, approach Jesus, wenn ich mich Christus nähere, I have to get lower than him dann muss ich mich tiefer stellen wie er, if he's seated. wenn er dort sitzt. And I have to stay in this position. Und ich muss in dieser Position bleiben. It's really hard to fall Es ist wirklich schwierig zu fallen, if I'm on my knees. wenn ich schon auf meine Knie bin. It's really hard to sin. Es ist wirklich schwierig zu sündigen. You don't need to do this, sorry. I'm going to be very... Stay right there. I'll stay here. If I'm on my face, Wenn ich auf meinem Gesicht bin. God never has to humble me. Gott muss mich nie demutigen in diese Position. I'm more in balance right now Ich bin mehr in einer Balance jetzt gerade, in this position in dieser Position, than any other position. als in irgendeiner anderen Position. But the higher I get, Aber je höher ich gehe, the less balance I have. desto weniger Balance habe ich. And a few months ago, I was putting away the Christmas decorations in our garage. Vor einigen Monaten habe ich die Weihnachtsdekorationen wieder my wife versorgt was in unserer gone. Garage. Meine Frau war weg. And we kind of have this storage unit in our garage, this racks. Und wir haben so Plätze ganz oben, damit wir alles versorgen können. So I was picking up these heavy boxes, Also habe ich diese schwere Schachtel genommen and then I was walking up the ladder, und ich ging einen Leiter rauf. and I started telling myself I was awesome. Und ich sagte mir selber, ach, ich bin doch so cool. I didn't call for an intern. Ich habe keinen Intern I gefragt. didn't make the staff come help me. Ich habe nicht gefragt, ob die My Mitarbeiter mir wife's helfen könnten. gone doing her nails, and I'm doing this for her. Meine Frau ist sich die Nägel am machen lassen und ich mache das jetzt für sie. I'm such a servant. Ich bin doch so ein großen Diener. All the other preachers I know would make other people help them. Alle Prediger, die ich kenne, würden dazu führen, dass andere Leute sie helfen But I'm würden. such a humble man of God. Aber ich bin so demütig. And I was up there putting away this stuff. Und ich habe die Sachen dort oben versorgt. And I was 1, 2, 3, 4 up. Und ich war so 4 Tritte And I raufgegangen. went to
put my foot back, Und ich habe dann meinen Fuß nach hinten and I missed the getan. ladder. Und ich habe diesen Leiter verpasst. And the next thing I know, I wake up and I'm on the floor. Und das nächste, was ich weiß, ich wache auf und ich bin auf dem And it Boden. hurt. Und es hat wehgetan. Because the higher I got, Denn je höher ich kam, the more danger I was in, desto mehr Gefahr war da. and the less balance I had. Und desto weniger Balance hatte ich. And I started feeling my fingers and my toes. I wanted to make sure I was still alive. Und ich habe meine Zehen und Finger bewegt, weil ich wissen wollte, ob ich noch lebe. Kinda checked my neck. Und habe dann meinen Nacken ein bisschen bewegt zum Abchecken. Because when I'm up high, Weil wenn ich ganz oben bin exalting myself, und mich selber verherrliche, I'm always seconds from danger. dann bin ich nur Sekunden von Gefahr weg. But if I'll stay low, Aber wenn ich ganz tief unten bin, I'm now in a flow with God, dann bin ich in einem Fluss mit Gott, where His anointing, wo seine His Salbung und Freiheit, His hope, seine Hoffnung, His love seine Liebe can now flow into my life. können in mein Leben hineinfließen. And I want to stay low. Und ich möchte ganz tief unten bleiben. Not a false humility, Nicht einen falschen Demut, but a true bowing of my heart. aber so eine richtig wahre Beugung von meinem Herz. Where I say, wow, Ich sage, wow, God, you're awesome. Gott, du bist so genial. God, you're so kind. Du bist so nett, Gott. It's such an honor to serve. Es ist so eine Ehre zu dienen. It's such an honor to be in ministry. Es ist so eine Ehre, im Dienst zu sein. It's such an honor to raise my family in the house of God. Es ist so eine Ehre, dass ich meine Familie in Gottes Such an Haus honor to aufbringen serve. kann. It's an honor to give. Eine Ehre zu geben. And when I live that way, Und wenn ich so lebe, I can't fall dann kann ich nicht mehr fallen. because I'm already on the ground. Denn ich bin schon am Boden unten. And it's safe. Und es ist sicher dort And unten. it's where God's hand can touch my life. Und es ist dort, wo Gottes Hand mich berühren kann. And God's anointing can flow in my life. Und Gottes Salbung kann in meinem Leben fließen. And I want to stay right there. Und ich möchte genau dort bleiben. And I never want to go beyond that. Und ich möchte nicht von dort weggehen. And I never want to be high in my own Und eyes. ich möchte nicht mich selber hochsehen. And I never want to find myself in one of those conversations again. Und ich möchte mich nie mehr in so ein Gespräch sehen. Up high, Ganz oben da. talking about how humble I am. In dem ich rede, wie demütig ich bin. I want to stay low. Ich möchte ganz tief unten bleiben. She stayed low. Sie blieb dort unten. She got under His authority, Sie ist unter seiner Autorität gegangen. under His anointing, Unter seiner Salbung. and she was able to receive. Und sie konnte so erhalten. That's where I want to stay. Und dort möchte ich bleiben. That's how you receive from God. Und so kannst du von Gott erhalten. You listen up, Du hörst, you think right, du denkst richtig and you bow low. und du gehst ganz tief hinunter. And you begin to live this way. Und du fängst an so zu leben. Not for a day, Nicht nur für einen Tag, not on Sundays, nicht nur am Sonntags, not on conference weekend, nicht am Konferenzwochenende. but for years Jahre and years und Jahre and decades und Jahrzehnte and und decades. Jahrzehnte. And you will love your life Und du wirst dein Leben lieben, because you're now receiving from God denn jetzt erhältst du von Gott, instead of trying to earn something from God. anstatt dass du selber versuchst, etwas von Gott zu In verdienen. Jesus' name. In Jesu Namen. Amen, everybody. Amen. Ich hoffe, dass die Predigt zu dir gesprochen hat und du mega viel mitnehmen kannst für deinen Alltag, damit wir am Herzen von Jesus jeden Tag einfach so nahe sind und mega viele coole Dinge mit Jesus erleben werden. Wir möchten gerne mit dir in Kontakt treten und sagst, hey, ich habe Fragen, ich habe Anliegen, ich möchte mich gerne bei euch irgendwo integrieren, dann melde dich einfach bei uns, weil ich glaube, effektiv im Leben mit Jesus ist es so cool, gemeinsam unterwegs zu sein. Ja, unsere Leidenschaft ist es, dass wir Menschen positiv aufblühen sehen durch die Kraft von Jesus Christus und sehen, wie sie auch ihr Umfeld verändern. Und wir laden dich von Herzen ein, Teil von dieser Vision zu sein. Wir haben Hunderte von Mitarbeitern, Menschen, die unsere Kirche unterstützen mit Gaben, Fähigkeiten und auch mit unseren Finanzen. Und ich danke dir von ganzem Herzen, wenn du ein Teil von dieser Vision bist, auch mit deinen Finanzen. Ja, abonniere doch unseren Kanal, damit du immer den neuesten Content bekommst und informiert bist, was Gott alles macht durch unsere Church. Und es würde uns mega, mega freuen. Also bis zum nächsten Mal. God bless you und ciao zusammen.